Ich lebe eigentlich, seit ich denken kann. Früher habe ich gedacht, ich sei irgendwie wahnsinnig, aber mir ist jeden Moment bewusst, dass es einmalig ist. Ich kann das nicht wieder zurückholen. Es gibt nur den Moment und es ist schon wieder vorbei. Und so das Einmalige oder so das wirklich so das Bewusstsein von, dass es auch nichts Selbstverständliches gibt und dass es irgendwo ja, jeden Tag wieder wie ein kleines Leben in sich ist. Was brauche ich denn überhaupt zum glücklich sein oder zum zufrieden sein? Was ist es denn? Und das ist eben in meinem Fall nicht so viel Materielles oder so. Klar, das hilft einem bei gewissen Sachen, aber es ist grundsätzlich, ich kann jetzt da sitzen und das Privileg haben, da einfach arbeiten, machen, den Wind spüren, das ist wunderbar. Morgen ist es wahrscheinlich ganz anders. Morgen bin ich gar nicht mehr da. Morgen bin ich wieder an einem anderen Ort. Ich lebe hier am Inn, also sogar in Sameda jetzt gelebt, Sum ad Önum, am Anfang des Inns. Und das Wasser und der Fluss und im Fluss sein ist, ja, da kommen Kunst und Lebensform eigentlich wieder zusammen. Kunst ist für mich eigentlich in dem Sinn eine Art zu leben. Für mich ist Kunst nicht einfach ein Beruf, ich bin jetzt Künstlerin, sondern das ist etwas wie unausweichlich. Man kann wie nicht anders. Man hat wie einen Besonnen, einen Drang, Sachen irgendwie umzusetzen. Und das ist eine Form auch von einer Kommunikation für mich. Und für mich ist das irgendwie eine Art, wie ich durchs Leben gehe, wie ich fühle, wie ich wahrnehme, wie ich immer wieder nach Wegen suche, wie ich das auch übersetzen kann. Oder dass ich den Leuten etwas vermitteln oder näher bringen oder ihnen wie eine andere Sichtweise vielleicht auch vermitteln. Das ist ein bisschen, es geht ins Alchemistische hinein, dass ich mit den Farben und mit den Pflanzen aus dem Engadin arbeite. Ich mache dann selber oft Tinten. Selber gemachte Tinten, das ist wie selber gemachte Pigmente. Die haben eine andere Qualität. Und das Resultat ist oft auch vergänglich. Also die Vergänglichkeit oder die Veränderung ist in meiner Arbeit etwas sehr Zentrales. Das hat nichts Melancholisches oder so an sich, sondern auch irgendwo die Kraft können zeigen, was eigentlich unser tägliches Leben oder was überhaupt das Leben auf dieser Erde ausmacht. Dass es eigentlich immer ein Kreislauf ist. Und der Kreislauf, wenn sich etwas auflöst, dass nicht etwas Negatives oder etwas nur Trauriges muss sein, sondern auch wieder einen Neuanfang beinhaltet. Das ist eigentlich auch ein klassisches Thema, wo ich denke, das beschäftigt uns Menschen seit jeher. Die schmecken da immer. Das Wasser irgendwie als Kreislauf und als eine Form von einer Energie, die immer wieder andere Formen annimmt. Also sie geht nie verloren. Es ist einfach eine andere Ausprägung, aber sie geht wie nicht verloren. Und das ist ein Bild oder eine Eigenschaft vom Wasser, die ich sehr faszinierend finde. Meine Heimat oder das Heimatgefühl oder also das Heimat im Sinne von, dort ist meine Familie, dort ist meine Geschichte, dort bin ich verwurzelt, das habe ich nicht. Aber das ist bei mir, glaube ich, schon immer einfach ein Thema gewesen. Ich hatte nie Heimweh gehabt. Schon als Kind nicht. Ich hatte immer Fernweh gehabt. Ich wollte immer gehen. Ich wollte weggehen. Aber nicht so, dass Heimkommen ist für mich immer ein bisschen schwierig gewesen. Und manchmal habe ich andere Leute wirklich darum beneidet. Ja, gebe ich zu. Es hat oft Phasen gegeben, wo ich denke, ich wünschte, ich könnte das, aber ich kenne das wie nicht. Und darum hat es für mich wie müssen sein, ja, ich habe vielleicht dadurch auch so ein Heimkommen immer in mir gehabt. In meinen Welten oder in den Sachen, die mir
gefallen oder spannend dunkel oder wo ich mich damit auseinandersetzen. Also, questa è fatta una moneta a Berna, e allora c'è l'ara, e non è preciso, va in avanti. E c'è l'arte, è una molto viva, ma precisa, no, non so, gar eins. È un'avventura, questa vita.